Aus der Reihe meines Burgenlexikons. Burgenlexikon von A bis Z. Was Sie schon immer über Burgen wissen wollten oder auch nicht. Vorne mit Matthias Helzel alias der Burgenmeister. P wie Pfleger, der Beamte hinter den Burgmauern. Wenn wir heute eine Burg besichtigen, hören wir bei einer Führung oft ganz nebenbei Sätze wie „Hier wohnte der Pfleger" oder „Dieser Herr war damals Pfleger auf der Burg". Die meisten von uns nicken dann höflich, nehmen den Begriff zur Kenntnis und gehen weiter. Aber Hand aufs Herz, wer weiß eigentlich genau, was ein Pfleger war? Der Name führt dabei leicht in die Irre. Man könnte meinen, auf der Burg hätte jemand die Rosenbeete gepflegt, die Fenster geputzt oder den Burghof gekehrt. Vielleicht war der Pfleger ja eine Art mittelalterlicher Hausmeister oder ein besonders fleißiger Gärtner. Schließlich braucht so eine Burg jede Menge Pflege. Ganz falsch ist dieser Gedanke allerdings nicht. Denn tatsächlich hatte ein Pfleger auf einer Burg eine wichtige Funktion. Mit Pflanzen gießen oder Mauern ausbessern hatte das allerdings nur wenig zu tun. Der Pfleger gehörte zu jenen Personen, die im Hintergrund dafür sorgten, dass eine Burg und die dazugehörige Herrschaft überhaupt funktionieren konnten. Dennoch wissen heute nur noch wenige, was sich hinter diesem Begriff eigentlich verbirgt. Schauen wir uns also einmal genauer an, wer diese Pfleger waren, warum man sie brauchte und welche Rolle sie auf den Burgen des Mittelalters spielten. Die Entstehung des Pflegeramtes. Der Begriff Pfleger begegnet uns auf Burgen vor allem seit dem Hoch- und Spätmittelalter. Seine Wurzeln reichen jedoch weiter zurück. Bereits früh mussten Könige, Fürsten, Bischöfe und andere Herrschaftsträger ihre Burgen, Güter und Amtsbezirke verwalten lassen. Da sie nicht überall gleichzeitig anwesend sein konnten, benötigten sie zuverlässige Vertreter vor Ort. Zunächst wurden diese Aufgaben häufig von Burggrafen, Burgvögten oder Ministerialen übernommen. Mit der zunehmenden Ausbildung territorialer Herrschaften im 13. und 14. Jahrhundert entstanden jedoch immer festere Verwaltungsstrukturen. Besonders in Bayern, Salzburg, Tirol und verschiedenen geistlichen Territorien setzte sich deshalb die Bezeichnung Pfleger für jene Amtsträger durch, die eine Burg und den dazugehörigen Verwaltungsbezirk im Namen ihres Herrn betreuten. Im Spätmittelalter entwickelte sich das Pflegamt zu einem wichtigen Baustein der landesherrlichen Verwaltung. Die Pfleger standen an der Spitze sogenannter Pflegämter oder Pfleggerichte und bildeten die Verbindung zwischen dem Landesherrn und dessen Untertanen. In gewisser Weise können sie als Vorläufer späterer Beamter angesehen werden. Ihre Stellung zeigt deutlich, wie sich die mittelalterliche Herrschaft zunehmend von einer persönlichen Herrschaftsausübung hin zu einer geordneten Verwaltung entwickelte. Wer war der Pfleger? Doch wer war dieser Pfleger eigentlich? Der Name führt leicht in die Irre. Mit der Pflege einer Burg im heutigen Sinne hat das Amt wenig zu tun. Das mittelhochdeutsche Wort Pflegare bezeichnet vielmehr eine Person, die im Auftrag eines anderen Angelegenheiten verwaltet oder betreut. Der Pfleger war somit ein Beauftragter seines Herren und kein Handwerker oder Hausmeister. Die Pfleger stammten häufig aus dem niederen Adel, aus ministerialen Geschlechtern oder aus besonders vertrauenswürdigen Familien der jeweiligen Herrschaft. In Einzelfällen konnten auch Nichtadlige dieses Amt bekleiden. Entscheidend war weniger die Herkunft als vielmehr das Vertrauen des Landesherrn. Schließlich übertrug dieser dem die Pflege die Verantwortung für eine Burg, einen Amtsbezirk oder oftmals auch für zahlreiche wirtschaftliche und rechtliche Angelegenheiten. Seinen Amtssitz hatte der Pfleger in der Regel auf einer Burg oder einem befestigten Amtssitz. Von dort aus vertrat er die Interessen seines Herrn vor Ort. Während der eigentliche Burgherr, Bischof oder Fürst häufig weit entfernt residierte, war der Pfleger dessen ständiger Vertreter. Für die Bewohner der umliegenden Dörfer und Märkte war er daher oft die wichtigste Ansprechperson und zugleich die sichtbarste Verkörperung der herrschaftlichen Gewalt. Rechte und Pflichten eines Pflegers. Die Aufgaben eines Pflegers waren außerordentlich vielfältig und gingen weit über die reine Aufsicht über eine Burg hinaus. Zu seinen wichtigsten Pflichten gehörte die Verwaltung des ihm anvertrauten Amtsbezirkes.
Er überwachte die Einkünfte der Herrschaft, ließ Abgaben und Zinsen einziehen, kontrollierte Mauten und Zölle und sorgte dafür, dass die wirtschaftlichen Grundlagen der Herrschaft gesichert blieben. Daneben spielte der Pfleger eine bedeutende Rolle in der Rechtspflege. In vielen Gebieten stand er einem Pfleggericht vor oder überwachte dessen Tätigkeit. Er verkündete Anordnung des Landesherrn, schlichtete Streitigkeiten und sorgte für die Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung. Für die Bewohner eines Amtsbezirks, der Burgfried, war er daher häufig die wichtigste richterliche und verwaltungstechnische Instanz vor Ort. Rechts sehen wir eine Gerichtsszene aus dem 15. Jahrhundert, in der Mitte der Pfleger, links und rechts Schöffen. Unterstützt wurde er dabei eben von Schöffen, also angesehenen Männern der Region, die bei der Urteilsfindung mitwirkten. Das auf dem Tisch liegende Schwert symbolisiert die Gerichtsbarkeit und die Autorität des Landesherrn. Nicht zuletzt trug der Pfleger auch Verantwortung für die Sicherheit seines Bezirks. Er überwachte die Burgbesatzung, kontrollierte die Verteidigungsbereitschaft der Anlage und organisierte im Bedrohungsfall das Aufgebot der wehrfähigen Bevölkerung. Der Pfleger vereinte damit verschiedene Aufgaben. Er war Verwalter, Richter, Finanzbeamter und militärischer Organisator zugleich und damit eine der zentralen Persönlichkeiten mittelalterlicher Herrschaftsausübung. Ein Beispiel von Pflegern: die Lichtenegger, Pfleger der landgräflichen Burg Leuchtenberg in der Oberpfalz. Als die Landgrafen von Leuchtenberg ihre Stammburg längst nicht mehr selbst verwalteten und lieber in ihrer Residenzstadt Pfreimd lebten, seit 1332, übertrugen sie die Verwaltung der Burg vertrauenswürdigen Amtsträgern, den Pflegern. Zu diesen gehörte auch Heinrich von Lichtenegg, der 1487 als Pfleger auf Burg Leuchtenberg belegt ist. Bereits sein Vater Dietrich von Lichtenegg hatte dieses wichtige Amt inne. Die Verwaltung einer so bedeutenden Burg erhielt nur, wer das besondere Vertrauen seines Landesherrn besaß. Die Lichtenegger gehörten damit zweifellos zu den angesehenen Adelsfamilien ihrer Zeit. Ihren Namen trugen sie von der Burg Lichtenegg bei Rimbach im Bayerischen Wald. Vermutlich stammen sie ursprünglich aus der Magistralität der Grafen von Bogen und traten nach deren Aussterben in den Dienst der Wittelsbacher. Später verlagerten sie ihren Schwerpunkt nach Schloss Wolfring bei Amberg, während ihre Stammburg an die mächtigen Herren von Sattelbogen gelangte. Jenes Geschlecht, dem wir bei den Löwlern noch einmal begegnen werden. Die Lichtenegger finden wir im Dienst der bayerischen Herzöge, ebenso wie bei den Landgrafen von Leuchtenberg und kirchlichen Landesherren. Über Generationen hinweg gelangte es der Familie offenbar, das Vertrauen ihrer Herren zu erwerben und wichtige Aufgaben in deren Verwaltung zu übernehmen. Dass Vater und Sohn nacheinander als Pfleger auf Burg Leuchtenberg eingesetzt wurden, überrascht daher kaum. Und damit kommen wir zu einer jener Burg, von der die Familie einst ihren Namen erhielt, der Burg Lichtenegg. Geschichte der Burg Lichtenegg. Hoch über dem heutigen Ort Lichtenegg bei Rimbach erhebt sich auf rund 700 Metern Höhe die Burgruine Lichtenegg. Die Anfänge der Anlage reichen vermutlich bis in das späte 13. Jahrhundert zurück. Um 1280 erscheint erstmals ein H-Punkt Lietenegg in den Quellen und bereits 1301 wird die Burg ausdrücklich als Castrum in Lietenegg erwähnt. Die Familie der Lichtenegger gehörte vermutlich ursprünglich zur Ministerialität der Grafen von Bogen und stand später in den Diensten der Wittelsbacher. Die Burg bildete den Mittelpunkt einer ausgedehnten Hofmark und sicherte einen wichtigen Herrschaftsraum im Bayerischen Wald. Im 14. Jahrhundert gelangte Lichtenegg in den Besitz der Herren von Sattelbogen, die zu den bedeutenden Adelsgeschlechtern der Region zählten. Hans I. Sattelboger nennt sich 1350 erstmals von Lichtenegg. Da die Burgherren häufig andere Ämter und Aufgaben wahrnahmen, wurde die Burg oftmals von Pflegern verwaltet. Besonders bewegt war die Geschichte der Anlage im 15. Jahrhundert. Während der Hussitenkriege spielte Lichtenegg eine wichtige Rolle als Grenzfestung. Zudem geriet Erasmus Sattelboger wegen räuberischer Übergriffe in Konflikt mit den bayerischen Herzögen, die 1444 sogar eine Strafexpedition gegen die Burg vorbereiteten. Im Verlauf des Löwler-Aufstandes kam es schließlich 1490 zu einer Besetzung der Burg durch Herzog Albrecht IV. Von Bayern. Im frühen 16. Jahrhundert wechselte Lichtenegg mehrfach den Besitzer und gelangte schließlich an die Familie von Baumgarten. Zwischen 1527 und 1558 wurde die Burg durch einen schweren Brand verwüstet und nicht mehr vollständig aufgebaut.
Bereits 1558 wird sie als ödes Schloss bezeichnet. Der Verwaltungssitz der Hofmark wurde daraufhin in den Wirtschaftshof am Fuß des Burgberges verlegt. Im Laufe des 17. Jahrhunderts verfiel die Anlage zunehmend und diente teilweise als Steinbruch. Erst im 20. Jahrhundert begann man mit Sicherungs- und Sanierungsarbeiten, so dass die eindrucksvolle Ruine bis heute erhalten geblieben ist. Baugeschichte der Burg Lichtenegg. Die genaue Entstehungszeit der Burg Lichtenegg ist bis heute nicht vollständig geklärt. Zwar wird gelegentlich ein Ursprung um 1150 vermutet, doch lassen sich aus dem erhaltenen Baubestand keine sicheren Nachweise für eine so frühe Gründung ableiten. Wahrscheinlicher ist, dass eine ältere Vorgängerburg bereits um 1300 bestand und die heute sichtbare Anlage erst im mittleren 14. Jahrhundert unter Hans, den ersten Sattelburger, entstand. Möglicherweise orientierte sich der Bau dabei an zeitgenössischen Vorbildern aus dem benachbarten Böhmen. Die Burg wurde als repräsentative Höhenburg auf einem felsigen Bergsporn errichtet und vereinte Wohn-, Wehr- und Verwaltungsfunktion, also Bergfried-Pallasburg. Die Hauptburg besaß einen ungewöhnlich langgestreckten Grundriss und war in Ober- und Unterburg gegliedert. Ihr markantestes Bauwerk war der rund 20 Meter hohe Bergfried, der bis heute als Erscheinungsbild der Ruine prägt. Ihm gegenüber stand ein quadratischer Torturm, während sich zwischen beiden Türmen der mehrgeschossige Wohnbau, der sogenannte Palas, erstreckte. Die Vorburg, tiefe Gräben und zusätzliche Befestigungen schützten die Kernburg. Im Laufe des 15. Jahrhunderts wurde die Anlage erweitert. So entstand nordöstlich des Bergfrieds ein weiterer Wohnbau und in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts wurde die Burgkapelle St. Johannis Baptista errichtet, deren Grundmauern noch heute sichtbar sind. Archäologische Untersuchungen brachten Hinweise auf mehrere Zerstörungsphasen ans Licht. Im Palas fanden sich mächtige Brandschichten, die entweder auf die Auseinandersetzung des 15. Jahrhunderts oder auf den verheerenden Brand des 16. Jahrhunderts zurückgehen könnten. Nach der endgültigen Aufgabe der Burg wurden zahlreiche Mauern abgetragen. Dennoch blieben bedeutende Teile der Anlage erhalten, darunter der Bergfried, Reste des Palas, der Torturm sowie die Burgkapelle. Die in den Jahren 1963, 1982 und 1990 durchgeführten Sicherungs- und Restaurierungsmaßnahmen bewahrten die Ruine vor weiterem Verfall und ermöglichten zugleich weitere archäologische Erkenntnisse über die Baugeschichte dieses bemerkenswerten Burgenbaus im Bayerischen Wald. Schlusswort. Damit endet unser Blick auf den Pfleger, einen Amtsträger, der heute kaum noch bekannt ist, im Mittelalter jedoch zu den wichtigsten Personen vieler Burgen und Herrschaften gehört. Ob als Verwalter, Richter, Organisator oder Vertreter seines Landesherrn. Ohne Pfleger hätte die Verwaltung zahlreicher Burgen kaum funktioniert. Am Beispiel der Lichtenegger haben wir gesehen, dass Pfleger oft selbst dem Adel angehörten und das besondere Vertrauen ihrer Herren genießen mussten. Wer eine bedeutende Burg wie Leuchtberg verwaltete, trug schließlich eine große Verantwortung. Doch wie sieht es bei euch aus? Kanntet ihr den Begriff Pfleger bereits? Und auf welcher Burg oder welchem Pflegschloss seid ihr diesem Amt schon einmal begegnet? Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Ich bin gespannt auf eure Antworten. Danke, dass Sie dabei waren. Ich hoffe, Sie konnten ein Stück Burgengeschichte, Burgenwissen mitnehmen. Ihr Matthias Helzel alias der Burgenmeister. Und nicht vergessen, abonnieren und liken ist kostenlos. Dieses Video wird präsentiert und unterstützt von der Vermittlung Historischer Immobilien OHG.